Gott signiert Volk op Eden Nummer 28. Geen reden als Johan dit. Dat laatste Mal hielden wir in 4. Mose Kapitel 14 bij de Geschichte ab, wo die 12 Spionen terugkomen, in 10 davon gaven een zeer bedreckender Bericht. Dat Volk werd zo rebellisch, dat Gott an bestrafen moest. Alle wat 20 jaar oud waren oder älter, wurden motten an de Wüste sterven, ohne dat scheine Land Kanaan te zijn. Dat would meinen, dat zij bij 40 jaar wurden motten an de Wildnis ramtraken. Dat wir 1 Jahr straf für jeder Dag wat die Spionen dat Land beseinen hadden. En wat er nachher passiert, wel wir dan von der vernehmen. Als der Herr dann dit gerecht even an uitgesproken had, worden ze zeer treurig. Dat duurt nicht sehr lang, wat ze naar Moses komen en willen nu unbedingt jeden die Kanaaniter lostraken. Nu op einmal willen ze gehoorzaam zijn, als Gott überall gesagt hat, sie sollen dat nicht nu versuchen, wie es hij nicht met an zijn wird. Sie wollen taulot gehoorzaam zijn. Wat zij als gehoorzaam anerkenden, wir nu überall ungehoorzaam. Sie horchten nicht nur Moses en trokken los, om met de Kanaaniter te kämpfen. Dan passiert dat sie von de Kanaaniter geschlagen en versprengt worden, so weit als die Stadt Horma. Dit is ook voor ons vandaag een wichtige leer. Erstens zullen wir uns alle prüfen, wo unsere Gesinnung zum Herrn ist. Zie ik wel ich dort te doen wat in de schrift staat, oder jeft het zo'n wat ik moet wel eens uitlaat, wie es mir dat nicht gefällt. Ik denk hier besonders an die Woorden von Jesus, wat so klar Gott ihnen willen uitspreken. Zum Beispiel, Jesus sagte mal, wahrlich, wahrlich, ich sei dir, wenn du nicht wahre geboren bist, kannst du das Gottesreich nicht sein. Wo kommt dat viele Menschen diese Woorden von Jesus nicht leben? Sie sagen dann, Jesus meint nicht ernst damit. Sie merken sich dann einer Weg, wo sie an Gott sein Reich wollen proben en te komen. Dit is dezelfde soort ongeloven wat ook de Kinder Israël in de Wüste hadden. Dan, als dat eerst te laat weer, dan willen ze nog schwind gehoorzaam worden, nicht weil sie nu von Horten gehoorzaam wären, aber weil sie dadurch hoopten, uit het gerecht te komen. Zo'n Mensch wat nicht wahre geboren ist, in zijn leven am ongeloven en ongehoorzaam leeft, die wordt ook in de Ewigkeit keine tweede Gelegenheit kriegen. Dat Volk muss noch 40 Jahre in de Wüste bleiben. Door gaf dat geen teruggaan. Dat is de Folge vom Ongeloven. Krijgt so jeft het in de Ewigkeit ook geen omwengen voor die, wat zich nicht am Gehoorzaam zu Gott in de rechte tijd bekeerd haben. En dat 16. Kapitel von 4. Mose geht het dan wieder. Der Abstand gegen Moses und Aaron hat sich noch nicht gelegt. Nu kommt die Trouble von der Seite, wat Moses sich bestimmt nicht gedacht hat. Der Abstand kam von ein von de geistlichen Leiders. Sie nomen wir Kura. Hij wir ein Levit. Dat meint, hij wir von dem Stamm, wat verantwortlich wir für das Begegnungszelt. Zonen wat jeder Tag mit dem Herrn seinen Dienst beim Zelt te doen hadden. Sie wären aber nicht alle Priesters. Das Priesteramt wir bloß für Aaron in seine Nachkommenschaft bestimmt. Dessen Kura wird dat ein bisschen oulend, dat Moses und Aaron als Leiders so viel zu sagen hadden. Am Gefall dat nicht, dat hij nicht auch am Zelt als Priester dienen kann. Hij wie een andere Werde aufjenstig en am Janker dort, wat de Herr klar verboden had. In 4. Mose Kapitel 3 Vers 10 seht Gott ganz klar, Aaron en seine Seens sollst du dat Priesteramt übergeben. De Fremde aber, der sich dorno drängt, soll doodgemerkt worden. So streng nahm de Herr dort, wer arm als Priester dienen durft. So ist dat dann gewöhnlich mag uns Menschen passiert, ging Kura nicht allein nur Moses in zede Antwoord am pleod, wils dan had Moses am voet sein kunt, wo gefährlich seine Gedanken wären. Hij zocht sich lieber noch mehr Söhne, wat untevreden wären. Vers 2 sagt,
dat hij 250 leidende mannen in Israël vond, die hem in diesen Gedanken onderstützen deiden. Die komen dan met Kora taub naar Moses en Aaron en zeiden ganz bot, genoeg davon, wer gelijk je zei, wie zijn alle vom Herrn beroepen en op poort gezet, en hij is met ons. Waarom erheef je junt zo over God zijn volk? Wat hij daarmee meint weer, dat zij ook alle vom Stamm Levi wären, en door wij ook het recht hadden, priesters te zijn, wanneer ze ook niet van Aaron afstamden. Dit war der Spruch über ganz klar, wat Gott zu Moses gesagt hat. Für Moses und Aaron wird dit eine sehr grove Beschuldigung. Uit Angst, dat Gott nu voortzien gerecht checken wird, val Moses op knieën haan en zei zu Kora, morgen wordt de Herr bewezen, woont zijn beroepene zijn. Hij vroeg hem dan, of hem dat te weinig weer, dat Gott am en zijn vriend am Levitenstam dort bestimmt hat, jeder Tag den Dienst beim Zelt uit te richten. Nu wollen sie ook noch Priester zijn. Dann befahl hij Kora en al die 250 Männer, sie sollen jeder eine 4 Pound nehmen, womit die Priesters für den Herrn Seitenrück mögen. Damit sollen sie dann am nächsten Tag beim Zelt für den Herrn abtreten, so als wann sie wirklich Priesters wären. Dann wird der Herr dort bewiesen, wem hij beroepen hat en wem nicht. So wordt het dan ook. Wenn ich so denk, dann hadden die 250 Mann doch een ziemlich blinger Mut, sich so wat te wehren. Den Herrn zijn Ohr wie voets bemerkbar. Hij warnt Moses, dat hij dat ganze Volk sagen soll, dat ze sich von Kora en zijn Heerführers terugtrekken zullen. Dan passiert dat die Eerd sich opreiht en Kora met al zijn Augeheer en de andere Heerführers en de Rats nenscharden en de Eerd sich even aan waar tomjuk. Even die 250 Männer, wat met ihre 4 Paunen verder Zelt den Seitenrück mögen, voll plötzlich in 4 vom Herrn en sie worden alle verbrannt. Dit wieren aber alles leidende Männer in Israel gewast en so wird dit für das Volk in gewaltiger Schlag. De Abstand wird damit aber noch nicht ewa. Dat Volk fängt an zu grunzen en beschuldigt Moses und Aaron, dat sie Gott sein Volk umbringen deiden. Als der Herr dort hielt, wie hij reit dat Volk ganz uitzuretten. Aber Moses prachet Genade an, en so leidt der Herr bloß der Rechtsschuldige durch ne Pleau storven. An dem Tag starben 14.700 Menschen, ohne die te talen, wat met Kora en zijn Augeheer van de Erd verschluckt oder verbrannt worden. Wann einer dit so last, dann fragt einer sich, waarom so viel Menschen sterben mussten? Wären die alle schuldig? Waarom wird het so schlimm, wat Kora en zijn vriend deiden? Heb je nicht ook al alle jenen andere Menschen geredet? Gott deed hier een teken zaten. De grote Sinn, wofür die Menschen sterben mussten, wie fracher Abstand jenen dort, wat Gott befohlen hat. Sie wisten alle, dat Gott Moses en Aaron beroepen had Israel te leiden. Dat had de Herr beim Sinai-Berg sehr klar bestätigt. Des Abstand von Kora wie een ganz uittrekkelijker Widerstand jegen Gott seinen Wellen. Kora wie zijn Platz nicht mehr gut. Hij wil ook een priester zijn, wanneer hij ook gar nicht von Aaron aufstammt. Hij wil krijgt zoveel Anerkennung haben als Moses en Aaron. Hielt sich dort nicht bekannt. Hij wil dort, wat am niemals gehören kann. Denkt u dort noch, als ich vom Fall vom Satan red? Hij wie mal de höhere Engel Lucifer. Der seht ook eines Tages, ich will meinen Traum noch höher zaten als Gott. Wir seien ganz klar, wo die Satan denselben Gedanken in Kora entwickelt, en Kora leidt sich dort zu brücken. Kora redt nicht bloß jeen Moses, hij stellt sich hier ganz mutwillens jeen Gott. Wir seien hier Stoltheit in Unglauben, aber nicht bloß dort, aber auch eine freche Widerspenstigkeit, wat viele andere anstecken deed.
All die, wat von dieser Anstellung eingesteckt werden, mussten auch sterben. Dat hat der Herr vorher klar gesagt. Ich wundere dann eben uns, ob wir nicht Völkern auch dieselbe Anstellung haben, wat Kura auch hat. Völkern fangt het mit Aufgunst an. Wir wollen dort, wat andere haben. Dort zu kriegen, moet wir vielleicht unabrechtig worden, oder den anderen proben schwor zu merken. Dat geht sehr leicht durch pleitschet Gered. Ab diesem Weg proben wir dann Menschen auf unsere Seite kriegen, so dass wir sicherer sind, dass wir unseren Willen dann auch durchkriegen. Diese Art Anstellung hasst Gott, weil sie die Menschen so in ihren Bahnen anträgt, dass Söhne, die davon eingesteckt sind, meist nicht frei worden. Aber von dieser Art Anstellung kann einer frei werden. Das geht aber bloß, wenn der Herr unsere Gedanken verändert. Wenn du die von dir in Kura sitzt, dann darf ich dir sagen, du hast Hoffnung für die, wenn du abrechtig Büße däst, in dem Herrn dein Leben überjäfst. Nu wären bestimmt all mehrere Jahre vergonnen seit Kura sein Abstand. Dat Volk wandert in der Wüste, Süden von Kanaan, Jahr für Jahr rum. Dat wir besonders schwor, immer genug Weiden Water zu fingen, für all die Herden Schopenkassen und für all die Rinder. Und so kommt dat, dass sie in der Wildnis von Sinn kommen. Als sie hier wären, starb Miriam und ward dort begraft. Hier in dieser Wildnis hadden sie weiter denselben oulen Trouble als vieles Mal vorher. Dat gaf weiter kein Water. Dat Volk fangt weiter an zu wettern, so sie dat al lang immer gedaan hadden. Immer weiter kam dieselbe Beschuldigung an Moses. Warum hast du uns uit Ägypten nur diese hasselige Städte geführt? Hier jaft het keine Soot, keine Viehen, keine Wiendrüben, keine Granatapfel und kein Water. Für Moses und Aaron wordt het ook immer schwaarder, dit Gegromsau an te hören. Meest vertwijfeld schmeiten sie sich bei der Idee von das Begegnungszelt vor dem Herrn an. Aber der Herr wie nicht eng. Hij zei zu Moses, dat hij das Volk nur einen großen Stein bringen soll. Da soll hij ver ihre Ohren zu den Stein reden, und dann wird der Water uitkommen. Moses wird die Geduld mit das Volk meist zu eng. Als hij aan door versammelt had, kwam am de Oorja an, en dan zei hij uit wat, horchte mal her, je Waderspanstje, wo ik für je uit diesen Stein Water everdeel bringen? En damit nam hij zijn stok en sloeg den Stein zweimal, en steht zu den te reden, zoals der Herr hem gesagt had. Voorts kwam veel Water dooruit, en dat Volk en al ihre Tieren kunnen darst laschen. Met de Wieder von Moses hielt sich das meist so, als wann hij das betwijfelt, dat uit den Stein Water kommen kann. Aber dem Herrn gefällt het nicht, wat Moses gedaan hat. Voorts reed hij met am en gaf am ne sehr schwore Nachricht. Du warst nicht in dat Land Kanaan met een Antragen kennen, wiels du mich nicht geleifd hast, in mij für dat Volk nicht geheiligt hast. Wat meint der Herr damit? Wir die sind von Moses bloß daran, dat hij den Stein geschlagen hat, en steht zu den te reden? Wenn wir nur den Herrn seine Wieder gonen, dann lag die Schuld hauptsächlich an dem, dat hij nicht geleifd hat, en dat hij den Herrn nicht geheiligt hat. Als hij uit euer den Stein schlug, beweist hij kein Respekt für den Herrn. En de Uren vom Volk wird dit kein goudet Beispiel. Für Moses wird dit ne sehr schwere Stund. Dort, worauf hij sich all diese schwere Jahren gefreut hat, wird nicht in Erfüllung gehen. Hij wird dat Volk en dat Land von Milch und Honig nicht in Anleiden kennen. Dit wird eine sehr höhere Betonung für seinen Unglauben und Ungehorsam. Wann wir Gott seinen Willen weiten und daunen den nicht, dann kann wir damit rechnen, dass wir für unseren Ungehorsam auch worden betonen müssen. Gott trägt keinen Fehr. Einer wird gemäß geleifd haben, dass hij Moses, der am so lang treu gedient hat, ne tweede Gelegenheit geben wird. Dat wir aber nicht so. Der Herr hielt an sein Wort fest.
Bij all dit is eind aber ganz klar. Über Moses seine Seiligkeit jingt dat hier nicht. Dat jingt hier die Frage, ob hij durf en Kanaan entreiken oder nicht. Hij wird seilig sterben, aber nicht an dat Land Kanaan. Die kommt hier vielleicht die Frage, wo ist dort, wann ein Kind Gottes sündigt? Die Gotteskindschaft kann einer vergleichen mit dat Leben einer Familie. Wann dein Kind ungehorsam ist, darfst du dort uit deine Familie rütschmieden? Niemals. Aber je nachdem, wo schlimm das vergonnen wir, wird das Kind dann bestraft. Dat ist da wären aber noch immer dein Kind. Kriegt zuerst das mählich, dat ein Kind Gottes auch auf und zu ungehorsam ist. Da wären erst die Gotteskindschaft nicht wahr. Für die Sünde aber muss das Kind Gottes wirken in diesem Leben noch bestraft worden. Kriegt so ist Moses hier. Hij hat aber trotz diesen Ungehorsam in radenden Glauben. Wo zit het mit dienen Glauben? Woran besteht dien Glauben? Die Glauben muss sich an Wort festhalten, sonst ist dat nicht ein radender Glauben. Ob wat sagst du dien vertrauen von dir? Oder schiffst du dort mit den Glauben ab, wat wann du erst alt bist? Die Bibel sagt, wir sollen den Herrn siegen, solange hij dicht bei ist. Dat kannst du von dir daunen, wenn du spürst, dat der Herr mit dir redet. Nur diese traurige Geschichte sollen sie dann wieder tragen. Wie es das Volk sich gewehrt hat, bei Kadesh Barnea und Kanaan anzutragen, mussten sie dann sein, von wo uit dort dann noch einmal passieren kann. Dort wir scheinbar zu dieser Zeit, dass sie sich entschlossen, ganz ram Kanaan heranzutragen und dann das Land Kanaan vom Osten proben anzunehmen. Dat meint aber, dass das Volk dadurch ein großer Umweg merken musste. Sie mussten dann durch verschiedene fremde Länder tragen, wo an nicht freundliche Sonnen wären. Das erste Land, wo sie hofften durchzutragen, war Edom. Was für Menschen wären die Edomiter? Das wären nicht Kanaaniter. Das wären die Nachkommenschaft von Esau. Also wären die Edomiter noch Freundschaft mit den Israeliten. Dann schickt Moses Nachricht nur die Leiders von den Edomiter, dass sie an doch sollen durch ihr Land durchtragen lassen. Hij versprach sogar, alles zu betonen und Water und Weid, wat Vieh und ihre Herden verschlingen würden. Dann sei wie, dat kriegt so es dann, in der Zeit von Jakob und Esau, dat sich dat mit der Freundschaft noch nicht gebetet hat. Moses schrieb einfach bloß ne Karte auf sei. Als dat Volk dann nur die edomitische Grenze kam, dann stunden da sehr viel Soldaten, wat reit wären, sich zu wehren und an nicht durchzulassen. Und so musste Moses dann dat Volk sagen, dat sie umwängen und auf einen langen Umweg der Wüste Edom ram tragen sollen. Sie wanderten dann lang die Grenze von Edom, bis sie bei den großen Burg Hor kommen. Hier hat der Herr bestimmt, dass Aaron sterben soll. Hij sagt zu Moses, hier wird Aaron nur seine Vaters gesammelt worden, weil hij nicht an das Land Kanaan angehen soll, doorwegen dat je bij dat water von Meriba je en mij widerspenstig wären. Dann nahmen sie Aaron den höheren Priesterrock auf und trocken Eliezer den an. Eliezer, wie Aaron sein Sohn, wo das Amt vom höheren Priester wiederführen soll. Als sie dat gedonen hadden, starf Aaron door hoog op een Berg Hor. Dat moet voor Moses doch een treuriger dag geweest zijn, als hij van zijn leven Bruder Aaron moest afscheid nemen. Wo verken hadden zij als Bruder topgestonen en al die schwore en gouden tijden. Van die tijd als sie immer wieder voor den Pharao komen moesten, ganz wat nu als sie versuchten, durch Edom durchzutragen. Dit weer de eerste bewijs dafür, dat Gott dat ernst meint damit, dat sie beide nicht wurden in dat Land Kanaan en antragen können. Für der habe ich wieder gesehen, wat für höhere Kosten die Unglauben und die Ungehorsam verursacht. Hast du allemal darüber nachgedacht, dat die einzige sind, wat uns uit dem Himmel rührt hält, ist die Unglauben?
Moses und Aaron können wegen Unglauben und Ungehorsam nicht in Kanaan nantragen. Kriegt so kann keiner am Himmel nennen, was nicht läuft. Aber was soll wir dann so besonders leben, fragst du vielleicht? Jesus sagte mal, dit ist das rechte Wort Gottes, dat je an dem leben, den er geschickt haft. Dat meint, den Vertrauen ab Jesus saten. Hast du dort all von Horten gedonen? Nächste Werk will wir besonders darüber reden. Wir beten noch. Lieber Herr, wenn du von der Sonne sein, was die am Glauben noch nicht angenommen haben, dann lot an doch zu dieser Klarheit kommen, dass sie nicht aus dem Himmel rausgeschlossen worden, wegen ihren Unglauben. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt über das, was ihr auf das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche euch allen eine gute Welt. Auf